Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Puh, der Juni ist viel zu heiß. Der August war noch nie so kalt. Die Kinder machen in der Kirche nur Unruhe. Wieso kommen eigentlich nie junge Familien zum Gottesdienst? Warum zerbrechen wir uns den Kopf? Bringt doch eh nichts. In 20 Jahren will niemand was von der Kirche wissen. Und außerdem bin ich sowieso überlastet. Was ist denn hier los? Da habe ich vorhin wohl meinen Jammerlappen liegen lassen. Haben Sie zu Hause auch so einen rumliegen? Nichts kann man ihm recht machen. Überall sucht und findet er nur das Negative. Was schlecht läuft, was nicht klappt und jammert. Jammert über das Wetter, jammert darüber, dass früher sowieso alles besser war, sogar das Wetter. Jammert und dreht sich nur um seine Probleme, ganz nach dem Motto: Ach, die Welt ist so schlecht, alles ist ungerecht. Wir jammern über Kirchenaustritte, statt Menschen Freude am Evangelium zu übermitteln. Diese Aussage stammt nicht von mir, die habe ich von Professor Huber geklaut. Er fragt sich: Denkt jemand im Ernst, dass die Kirchenaustritte weniger werden, wenn wir über sie jammern? Und er hat einen wunderbaren Tipp parat für jeden dieser kleinen grauen Jammerlappen. Statt mit Zahlen sollen wir uns lieber mit den Menschen beschäftigen. Ferienkinderkirche in der vergangenen Woche. Von Montag bis Freitag war rundum und im Gemeindehaus gelebte, frohe Botschaft angesagt. 34 Kinder, 12 Teamer, ein buntes Programm mit einer Übernachtung im Zelt zum Abschluss. Gemeinschaft erleben, miteinander essen, spielen, arbeiten, neue Lieder singen und zusammen beten, Geschichten von mutigen Menschen hören. Und die Eltern merken beim gemeinsamen Abend am Ende der Woche: Hey, das war mehr als nur eine praktische Ferienaufbewahrung für unsere Kinder. Der Same ist schon mal gesät. Da ist ein altes Ehepaar. Sie machen alles zusammen, meistern ihren Alltag gemeinsam. Aber irgendwann schaffen sie das nicht mehr und brauchen Unterstützung. Und noch bevor die ganze administrative Maschinerie anläuft, werden Menschen aktiv, die sich um sie sorgen, kümmern sich, hören zu, regeln die nächsten notwendigen Schritte. Gelebte frohe Botschaft. Das Jammern abschütteln, raus aus dem Karussell des Selbstmitleids, vielleicht tatsächlich mal die Perspektive wechseln und feststellen: Hier kriege ich Hilfe. Moment mal, da tun sich ja ganz neue Möglichkeiten und Chancen auf. Die Perspektive wechseln, das finde ich bei manchen Psalmen in der Bibel so klasse. Da wird Gott geklagt, was das Zeug hält. Da steht einem das Wasser bis zum Hals und jemand droht im Sumpf zu versinken oder seine Feinde spielen ihm übel mit. All diese Klagen werden Gott vor die Füße geschmissen. Was den Unterschied ausmacht? Jammer dir nicht selbst etwas vor, aber bring deine Sorgen im Gebet vor Gott. Bei ihm ist der richtige Ort, an dem du dein Herz ausschütten kannst. Dann ist es wieder offen und frei für den Dank. Und du erkennst, es ist nicht alles verloren. Das Jammern zieht dich nur noch mehr runter. Krempel die Ärmel hoch und such die Chance, die deine momentane Situation in sich birgt. Aus wie vielen Schwierigkeiten hat Gott dir geholfen und du darfst immer wieder neu auf ihn zählen. Und wenn es dir an einem Sommertag vielleicht irgendwann mal viel zu heiß ist, dann gönn dir eine Abkühlung. Und bei 13 Grad im August, sei doch froh, du kannst jetzt schon eine heiße Schokolade trinken. Alle deine Sorgen aber lade bei Gott ab, denn er sorgt für dich. So, und was mache ich jetzt mit dir? Ich glaube, ab zu den anderen Lappen, in den Eimer. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.